Geschwind auf unsere Tablecam und jetzt wird das Ganze mal auspackt hier auf dieser Seite. Es wird wahrscheinlich ein Moment dauern. Ihr könnt währenddessen natürlich... Ah, ich bin gemutet. Ich bin gemutet. Das ist ja herrlich. Ah. Jetzt hört ihr etwas. Ich weiss warum. Nein. Ich bin natürlich ein Riesenjöckel, oder? Herrlich. Ja, okay. Ich mache es nochmal. Währenddessen nebenzu der Eiffelturm auspackt wird, nicht für ungut. Ich bin natürlich absoluter Noob hier, was Streamlabs anbelangt. Darum herzlich willkommen alle. Schön, seid ihr so zahlreich da. Wir bauen heute gemeinsam mit dem Spielwarenteam. Es sind nicht ganz alle da, aber wir sind doch immerhin 4 von 6. Ich sehe dort die Namen um den Rahmen herum von der Tablecam. Also links hockt der Lumi, unser Einkäufer. Dann im Norden oben haben wir Garo, das ist unsere Chefin. Und zur Rechten haben wir den Oli, den Product Manager. Ich selber, Cyril, bin Product Manager bei den Spielwaren. Also wir haben ganz viel vor. Einerseits haben wir ein bisschen Q&A, ihr könnt uns Fragen stellen, wenn ihr schon immer mal irgendetwas wissen wollt, wie ist das hier so zu arbeiten, was haben wir überhaupt mit Spielwaren am Hut, warum hocken wir hier und arbeiten wir hier. Oder wenn ihr irgendetwas Persönliches habt, dürft ihr jederzeit natürlich Fragen stellen. Und wir haben Giveaways, die heute laufen. Die werden nach jetzt in den nächsten 2 Stunden dann jeweils live geschaltet. Und okay, der Oli hat mir schon ein Style übergeben. Ja, nein, mach nochmal zuerst welches. Eben die Giveaways, die werden im Chat dann angekündigt. Ich tue auch immer noch ein Bild live schalten. Dann seht ihr dort, was eigentlich jetzt gerade zur Verlosung steht. Und ihr könnt mit dem Command dann jeweils auch entsprechend eure Punkte ausgeben. Ich tue das gerade mal so nochmal da rein. Das sind dann die Commands, die ihr eingeben könnt, aber die dann auch erst eingeben, wenn natürlich das Giveaway läuft. Wie kommen wir überhaupt zu diesen Punkten? Zu diesen Punkten kommen wir, indem wir einfach schauen, also Minuten eigentlich im Stream rumhocken, rumlurken, indem wir den followen, Subben gibt natürlich auch Punkte, oder? Und ja, ganz herzliches Willkommen und Hallo hier in der Runde. Ja, wir haben noch ein Mikrofon auf dem Pult vorne, also eben, ihr könnt jederzeit auch Fragen stellen an die lieben Leute hier bei uns. Wenn ihr irgendetwas wollt wissen oder auch von mir. Und sonst tun wir einfach zusammen ein bisschen klötzeln und ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen Weihnachten feiern. Miteinander. Gut. Okay. Wir haben es so gut wie möglich versucht irgendwie aufzuteilen. Also, ich habe dort wirklich richtig schön zum Schauen. 3 Cams haben wir jetzt online. Ich hoffe, das klappt alles jetzt. Und ich bin nicht mehr gemutet. Oh je. Ja, ich habe in den Szenen natürlich das Mikrofon jetzt hier nicht drin gehabt. Habe ich natürlich vergessen. So viel vorbereitet, aber das dann doch nicht. Barracks, nein, es gibt kein Speedrun. 10.001 Teile haben wir für unseren Lego Eiffelturm, der 1,49 Meter groß wird übrigens. Und das lange leider wirklich nicht. Auch wenn wir zu viert sind heute für einen Speedrun, wird das nicht lange. Aber ihr könnt ein bisschen mitverfolgen, oder? Es ist mega cool in dieser grossen Schachtel, wie ihr es sicher schon gesehen habt. Also ich bin links oben bei mir mit dem Platz und die anderen eben am Tisch. Es gibt schön 4 Karten in diesem Eiffelturm. Eigentlich 4 grosse Teile, die man nachher zusammensteckt. Da gibt es ganz grosse. Und so hat man eigentlich die Möglichkeit, eben zu vierten mal ein bisschen etwas zu bauen. Und das ist doch mal richtig cool und ein neuer Ansatz, würde ich sagen. So, ich mache das noch geschwind auf und dann starten wir sicher auch mit dem ersten Giveaway, nicht dass wir euch zu lange warten lassen. So. Wow. Oh, Weihnachten! Okay. So,
sobald es ein bisschen aufhört zu rauschen, können wir nachher sicher auch mal sagen, wer welches Teil bei sich hat. Ich habe jetzt bei mir den Fuß und den Boden, so wie das aussieht. Also es ist alles sehr, sehr grau. Okay. Natürlich. Challenge accepted. Mit verbundenen Augen der Eiffelturm. Wow. Okay, das ist echt viel Zeugs. Also ich habe ja gewusst, 10.001 Teile, das wird viel. Aber dass es gerade so viel wird. Bei mir ist Buch Nummer 3 gelandet. Oh. So. Okay, ich hoffe, das sieht man jetzt hier. Die anderen haben schon alles wunderschön sortiert, alles Profis, oder? Und jetzt sind hier die verschiedenen Abstufungen. Ich habe den unteren Teil. Ah, die unteren Säulen habe ich. Okay, gut. Also fangen wir mal beim 41 an, so wie es hier heisst. Aber bevor wir das machen, tun wir doch nachher gerade mal mit dem ersten Giveaway starten. Wir machen nicht so lange, bis es fertig ist. Nein, wir machen wirklich nur bis um 1. Dann sollten dann auch alle Giveaways durch sein. Also beziehungsweise machen einfach so weit, bis alle Giveaways durch sind. So wird das dann aussehen. Okay, also. Jetzt habe ich ja alles so wunderbar vorbereitet, oder? So, jetzt haben wir da mal einen Text. Und dann, mit was fangen wir an? Und da ganz alles aufs Fenstersims an da. Und ich würde sagen, wir fangen da mal an mit dem da. Ich nehme es vielleicht auch mal noch schön für Bad Bones. Wunderbares Brettspiel hier von Pegasus. Gerade mal schön schauen, wegen der Spielzahl. Also 1 bis 6 Spieler können hier spielen. Das Spiel geht 30 Minuten bis 3/4 Stunde, ist ab 8. Und hinten drauf natürlich auch noch ein bisschen. Wir werden es auf der Webseite, glaube ich, nicht mehr finden. Also wenn ihr es noch wollt, bei euch im Spielregal ausstellen und auch mal spielen, dann wäre jetzt der Moment, da zuzugreifen, und ich starte jetzt mal das Giveaway. So, ihr habt jetzt 8 Minuten Zeit, quasi eure Punkte reinzugeben. Ich sehe da unten dran im Chat, wie viele Punkte das es braucht. Das kostet 30 sogenannte Bracktaler. Und es hat alles drin. Also es hat von 10 bis 30 bewegen wir uns heute so ein bisschen, damit ihr einen Rahmen habt, wie viel das ihr könnt reingeben. Das Bad Bones gibt es nur einmal, es gibt auch gewisse Giveaways, die gibt es mehrmals. Hier, das haben wir jetzt einmal hier bei euch. So, ich wünsche viel Erfolg in dem Fall. Beim Mitmachen, ihr könnt maximal 2-mal pro Giveaway Tickets reinrühren in den Topf, und dann ziehen wir am Schluss natürlich den Gewinner oder Gewinnerin. So, läuft eigentlich die Musik noch? Nein, die Musik hat sich verabschiedet. Wunderbar. So, okay. Herrlich, wie das funktioniert. Da werden schon Bracktaler verteilt. Sehr geil. Okay. So, ich muss jetzt mal das 41 schauen. Habt ihr schon herausgefunden, wer welchen Teil hat bei euch? Alle haben den unteren Teil. Ich habe auch den unteren Teil. Wir haben den ganzen Boden. Okay. Also bei Garo und Oli ist der Boden, und beim Lumi und bei mir ist der... bei dir sind die unteren Säulen beim Lumi, und bei mir sind die zweiten Säulen näher. Gut. Das sieht man hier so ein ganzes bisschen. Ist jetzt natürlich die Kamera ein bisschen kleiner als gewohnt, aber ich fange eigentlich... Ich fange, wenn ich das richtig sehe, mit dem da an.
Nein, nein, also wenn eine Person das Glück hat und zwei Sachen gewinnt, dann hat die Person auch das Glück und zwei Sachen gewonnen, ja. Also wir können pro Giveaway könnt ihr immer mitmachen und wir machen es da nicht kompliziert, dass man dann nicht mehr darf, ja. Das sind natürlich die ein bisschen bevorteilt, die immer da dabei sind, aber die sollen ja auch eben ein bisschen ein Privileg haben. Für die jetzt da sind, aber geben wir sicher mal noch die Möglichkeit, dass alle könnten mitmachen. Sofern ich das finde. Voilà. So, gehen wir mal. So, jetzt sind mal alle die dabei sind, kommen sicher mal die 30 Punkte über. Oh, der Flöro ist da. Salut, grüß dich. Voilà, okay, also. Fangen wir mal an. Habt ihr wunderschöne Weihnachten gehabt? Habt ihr es genossen? Habt ihr die Geschenke bekommen, die ihr wollt? Oder ist es doch nur der kratzige Wollkragenpullover geworden? Ähm, 42? Dann brauche ich nur das 41. Vielleicht mal ein bisschen nach Nummern sortieren, ein bisschen. Ah, 41, voilà, sehr gut. Und tschüss. Der Flöru sagt Hallo Garo. Hallo! Hört man mich überhaupt? Ja, man hört euch, ja. Oder kann mal jemand bestätigen, dass man die am Tisch auch hört? Hat ihr jetzt Garo gerade gehört? Yes, man hört es sehr gut. Wunderprächtig. Ihr habt einander nichts geschenkt, einen gemütlichen Abend gehabt. Ist auch schon ein wunderschönes Geschenk, wenn man mit der Familie ein bisschen zusammenhöckeln kann, gell? Man muss aber ein bisschen Leute schreiben, dass die anderen es auch hören. Wie schreiben? Ich muss Leute schreiben? Oder was? Hast du alles, was du brauchst? Ah, okay. Ja, schön. Gar nichts mehr, was du auf deinem Wunschzettel hast. Das Mami hat dir noch ein Pokémon Go Büchsli geschenkt. Sehr herzig. Ist etwas Gutes drin gewesen? Ah. Manchmal findet man aber noch so ein bisschen Perlen, die im Mikro oder so rumliegen, gell? Wo man es nicht erwartet. Also ich habe die besten Games-Perlen damals habe ich auch noch in der Migros gefunden. Weil dort ist natürlich niemand kaufen. Da hat es auch noch keinen M-Electronics gegeben. So. So. Ja, mal schauen, wie weit das wir kommen heute mit unserem Eiffelturm. Eben 10.001 Teile. Ich glaube, wir kommen nicht allzu weit, aber vielleicht schaffen wir ja ein Stage fertig. Eine VMAX-Karte und sonst nichts Spezielles? Ja, immerhin. Also das Büchsli, so eine Mini-Tin-Box ist es gewesen, oder wie? Einfach so lange, bis wir fertig sind. Ja, natürlich. Why not?
natürlich auch kein Schwein da im Büro, oder? Wir sind so gut wie die Einzigen. Aber wenn wir den Eiffelturm zusammenbauen, dann ist die Motivation natürlich hoch. Oder sind ihr motiviert da? Ja, eben, ja. Kann sie natürlich müssen zäukeln, oder? Aber hat ja funktioniert. Einfache Opfer, ja. So, Timer haben wir durch. Dann picken wir mal den Winner. XQC is the winner für das Spiel Bad Bones. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst mir dann übrigens noch deine Adresse geschwind durchgeben. Und dann kann mir dir das nachher zuschicken. Falls es noch zu mir Gewinn kommt, tun wir dann einfach ein grosses Päckchen machen. Der Flöru gerade abgestaubt. GZ. GZ. Gut. Okay. Ja, also wir haben eben noch, wirklich genug. Ich tue das mal da runter. Dann ist das für ein XQC. Einfach mir dann noch geschwind deine Privatadresse bitte nicht in dem Chat natürlich, sondern als PM, private Nachricht bitte. Gut. Okay. Ja, dann gehen wir noch weiter. Dann machen wir das nächste, oder? Seid ihr ja da, um ein bisschen gewinnen? Ah! Okay. Da haben wir eine Spezialität von Feuerland. Ist ja ein recht grosser Begriff für die Brettspiele spielen. Hier spiele ich Pendulum. Von denen haben wir insgesamt sogar drei zu verlosen. Wir haben ab 12, also eher ein komplexes Spiel, 1 bis 5 Spieler und eine Partie geht zwischen einer Stunde und anderthalb. Wo ihr hier dürftet euch vergnügen damit. Das Spiel von Travis Jones und die Illustration von Robert Lesk. Und Publisher ist wie gesagt Feuerland, also eher etwas, was man besser kennt. Startet das gerade mal. Voilà. Jetzt geht es wieder 8 Minuten. Ihr könnt wieder mitmachen mit Ausrufezeichen Win 1 für 1 Ticket oder Win 2 für 2 Tickets. Voilà. Yes. Läuft alles. He? Haben wir alles geschafft. Und dann könnt ihr hier ein bisschen abstauben bei uns. Da der Chat bei mir nicht automatisch mitgeht. So. Sehr wahrscheinlich werden wir hier auch wieder einige Sachen müssen mehrmals zusammenbauen. Er hat ja 4 Seiten, aber für das sind wir auch 4 Nasen hier, die ein bisschen mithelfen. Sehr farbenfroher Start. Ist bei euch nicht farbig? Also ich habe ganz viele farbige Sachen mit mir. Gar nicht? Also es hat schon viele graue Sachen, das stimmt. Ja, aber zwischendurch habe ich hier etwas hellblaues und etwas rotes.
So, jetzt müssen wir das so heben. Ist doch cool, oder? Da hat man das Gefühl, Weihnachten ist durch und dann gibt es doch nochmal Geschenke. So sollte das immer sein, jedes Jahr, finde ich. Jetzt bin ich noch gar nicht fertig mit dem Zeug und jetzt muss ich schon den zweiten machen. Muss man ganz geschwind ein bisschen dafür. Weil das Teil müssen wir das ziemlich sicher zweimal bauen. Oder auch nicht. Okay. Und wie ist bei euch Silvester geplant, liebe Leute? Habt ihr da viel los? Oder wird es ein bisschen ruhiger? Also bei uns ist es sehr ruhig. Kleinster Rahmen mit Kollegin. Essen, saufen und ein bisschen Spiele. So sieht es aus. Könnt ihr mal sagen, was ihr da geplant habt an Silvester? Essen und schlafen. Essen und schlafen? Wer überbietet Essen und Schlafen? Brettspiele. Raclette und Brettspiele sind geboten. Ja, eben, wir sind alles ein bisschen Spielfritzen, oder? Dann gehören Spiele einfach dazu. Ah, ja. Essen und Schlafen sind gute Pläne. Es gibt Zustimmung aus dem Chat. Verständlich. Ja, verständlich. Wir werden alle älter. Ja. Die Zeiten, wo man noch bis um 6 Uhr im Club ist und dann ein Gipfel holen beim Beck, die sind vorbei. Haben wir die nie gehabt? Also ja, ich habe sie auch nicht gehabt. Ja. Vielleicht mal im Pub oder so, aber sicher bis um 6 Uhr morgens. Also Pendulum hat immer noch sehr gute Möglichkeiten, eins abzustauben. Es hat insgesamt 3 von denen. Also die Chance, dass er eins bekommt, ist sehr hoch. Wenn er mitmacht bei diesem Giveaway. Den Eiffelturm verlosen wir übrigens nicht, falls ihr auf den wartet. Sind ja schon alle weg. Ich könnte nicht einmal, wenn ich würde wählen. Salimongo, grüß dich. Gerade aufgestanden, heute noch frei oder auch schon müssen arbeiten. Spru weiss nicht, was anfangen mit Brettspielen. Kollegen zusammentrommeln und spielen. So ist es. Hast du keinen Kollegen, der spielen will? Nein, also komm.
Dann suchst du dir ein paar Fremde am Bahnhof. Das kommt immer gut. Oh, ich habe es eins übersehen. Das ist noch Fremde am Bahnhof. Ja. Das heisst, immer Networken ist wichtig, oder? Und wo kann man besser networken als am Bahnhof? Okay, Brettspiel. Okay. Also wir haben noch, was noch kommt, sind 2 Puzzle. Es hat noch eine Kartentower, also für zum Karten drinnen halten. Gesleevte Karten übrigens. Und dann haben wir noch 2 so Mini Star Wars Spielsachen aus der Mandalorian Serie. So, okay, also, Entry closed. Der Barracks kommt das Pendulum über. Herzlichen Glückwunsch für dich, Barracks. Voilà. Dann brauche ich von dir dann auch noch bitte als Private Message Dean. Nur der Barracks hat mitgemacht, der gewinnt echt, ja. Habt ihr gesehen, hä? Ja, das ist es so. Also. Müsstest mir eben einfach noch deine Privatadresse, bitte nicht in den öffentlichen Chat. Ausser du willst gerade Friends machen mit dem Spu und ich will zusammen ein bisschen Brettspiele spielen. So. Wunderprächtig. Ja, das nächste, oder? Machen wir mal ein Nicht-Brettspiel. Machen wir mal etwas, das vielleicht mehrere kennen. Voilà. Ein Puzzle oder Puzzle, je nachdem wo ihr herkommt. Oder ein Zusammensetzen. Und zwar von Zelda, schön im Wind Waker Stil. Ein Konturenpuzzle, das heisst, es ist wirklich auch so geformt hier, wie es hier vorne drauf ist. Hat gleichzeitig auch noch das Poster in der Originalgröße dabei. Wenn ihr also Fan seid von Zelda, könnt ihr jetzt gerade mitmachen. Machen das gerade geschwind los. Ah, das ist schön, wenn man hier den Namen nicht vollständig kann lesen kann. Toll. Toll habe ich das gemacht. Yes. Let's go. 8 Minuten wieder. Könnt ihr hier mitmachen für das Zelda Konturenpuzzle Giveaway. Von denen haben wir insgesamt 4 zu vergeben. Habt ihr also auch wieder eine größere Chance hier zum etwas abstauben. Die findet man übrigens auch nicht mehr. Nur, dass ich das mal noch in den Raum geworfen habe. Wie geht es bei euch da voran? Kommt. Also bis jetzt sieht es einmal da auf der Kamera sehr farbig aus. Noch nicht grau. Ah, da haben wir was dazwischen. Grau. So. Ja, das sieht gut aus. 4-mal. Ah, Barracks noch Führungspunkte, oder? Raus mit dem Zeug. Verjubeln. Let's go.
6 Minuten habt ihr noch zum Mitmachen. Für die gerne so ein Puzzle von Zelda wollen. Beziehungsweise vom Link. Nach dem Stream musst du wieder putzen. Den ganzen Tag will die Wohnung putzen. Okay, da hast du jetzt eine Ausrede gesucht. Aber ich finde es eine gute Ausrede, wenn du jetzt die Zeit ein bisschen bei uns verbringst. Aber ja, das dämmert mir auch noch die Heime dann einmal. Leider, leider. So, gut. Du lässt zuerst den Römbi vorsaugen. Der Römbi, der kein Römbi ist. Und dann tust du aber trotzdem selber noch. Macht dir das Sinn? Dann kannst du doch direkt den armen Römbi. Seine Arbeit, sein Beitrag ist einfach wertlos. So, wie kommt jetzt das da? Nein. Nee. So. Und wo genau? Da unten. Okay. So, 2,5 Minuten noch auf dem Giveaway fürs Zelda Puzzle. Timer sind eben ein bisschen kürzer, damit wir mit allen durchkommen. Ah, der Römbi kommt in die Decke nicht so gut. Das ist so. Immer die faulen Scheiben. Richtig in die Decke hineinsaugen, oder? Gute Dani ist noch im Bett. Sehr schön. Wäre ich auch gern. Wo kommt jetzt eigentlich das da an? Nein, Ah. aber Ah, die kommen noch dazwischen, die habe ich nicht vergessen.
so ein Gitter. Aber... Ah, die sind in einem extra Sack drin. So eins da. Was brauchen wir jetzt? Ja, ja, die sind natürlich, das sind absolute Profis, oder? Also im Chat wie gesagt, dass es dann schon einen richtigen Speedrun gibt bei euch. Ja, wir müssen Vollprofis, oder? Ja, weißt du, sie müssen natürlich, oder? Ich muss ja dann als Experte da ihre Arbeit abnehmen und muss dann schauen, ob sie nochmal dürfen, oder? Ja, ja. So, Giveaway ist fertig. Also. Spoo, Goody, Barracks und Mungo. Herzliche Gratulation in dem Fall zu eurem Zelda Puzzle. Das nennt sich auch noch Adventurer, heißt jetzt das Motiv hier. Im Speziellen herzliche Gratulation zu euch. Bitte, wie gesagt, dann auch als Private Message eure Privatadresse dann noch. Bitte schön. Puzzle Party habe ich jetzt nicht geplant. Wir bleiben mal vorzugsweise bei Klemmbausteinen. Sehr gut. Okay. Ja, weiters. Oder wie haben wir es? Haben wir noch Zeit? Sollen wir weiter? Es ist schon 11:45. Müssen wir schon noch eins machen? Machen wir mal noch ein spezielles Giveaway. So. Ich tue einfach mal das Bild rein. Dann könnt ihr näher. Moment, aber bevor wir das machen, gehen wir da noch. So. Gehen wir noch ein bisschen Pünktchen verteilen, oder? Dann haben alle eine Chance. Also. Hier. Da könnt ihr mitmachen. Special Ultra Limited Collector's Edition. Monopoly Sailor Moon. Das ist doch mal geil. Also die Figuren sind natürlich auch hammergeil. Schön in Roségold gegossen. Kelchsherz, Spiegel, Schwert. Nochmal ein Herz und das Zepter natürlich haben wir da dabei. Und ja, hinten drauf natürlich ein wunderschönes Artwork, also zieht euch das mal rein. Ich glaube, Monopoly muss ich ja nicht gross erklären, das hat jeder schon mal gespielt. Aber vielleicht nicht Sailor Moon Edition. So. Let's go. Giveaway ist gestartet, ihr könnt ab sofort teilnehmen. Boogeyman, grüezi. Geile Sachen sind wir. Ja, merci vielmals. Du ebenso, schön bist du da. Da wird schon frisch fröhlich das Lied gesund und gesungen. Das freut mich doch. Ganz viel Erfolg bei dem neuesten Giveaway. Ist übrigens auch ein einziges Exemplar, das wir da haben. Also da müsst ihr halt nachher drum schlägeln. Ah, 43 brauche ich, ja.
Es ist nur ein bisschen komisch, weil da immer noch Teile übrig sind von den anderen Säcken, aber... Fünf verteilen. Nein, lieber hier flüstern auf Twitch. Sollte eigentlich auch vom Giveaway her unten bereits schon ein Chatfenster aufgegangen sein, wo ihr könnt reinschreiben und sonst schreibt ihr einfach an brack.ch direkt. Oder wenn ihr dann nicht sicher sind, dann schreibt ihr ein Mail an Brack zuhanden Cyril von der Spielware, dann kommt es oft zu mir. Zuerst suchen, ja auf dem iPad, weiss ich leider auch nicht, was ist. So. Also auf dem Tisch sieht es nicht schlecht aus, dass wir vielleicht mit dem Boden noch fertig werden. Oder was meint ihr? Also, Boden könnte noch etwas werden. was haben wir? 10 vor 12. Wir haben noch 70 Minuten. Wir haben eingestellt, dass man uns nicht flüstern kann. Ja, das ist ja prima. Okay, also, Moment. Ich kann vielleicht schreiben. Ba, 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 ba. Okay, ja, ich sehe es, ja. So, Barracks kannst du mal schauen. Dann Mungo. Ich tue schon euch anwhispern. Ich glaube, dann sollte es gehen. Dann... Jetzt muss ich natürlich da alle anwhispern. Das geht schon endlich. So, wenn er einen Whisper von mir braucht, der soll halt sagen. Mungo noch. Jawohl. Ja, Mungo kann ich lesen. Dankeschön. Auf eine Pizza wechseln? Nein, warte mal. Ich kann dir sicher auch noch einen Whisper schicken. So. Spoo, jetzt, schau mal. Das ist die eben noch einen Whisper brauchen für die Adresse zum Durchgeben. Einfach sagen, tue ich euch anwispern.
Bitte gerne. So, noch ein bisschen mehr als eine Minute auf Giveaway für das Monopoly Sailor Moon. Also Sailor Moon Track ist halt schon geil. Das ist noch richtig so Techno-Trance, deutsche Techno-Trance oder wie dem kannst du sagen. Das geht noch richtig ab. So, okay. Giveaway ist fertig. Schauen wir mal, wer unser Monopoly Sailor Moon gewinnt. Und es ist... The Barracks! Schon wieder! Ei, 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 ei. GG! Gratuliere! Ja, okay. Da muss ich auch wirklich schon fast ein Kistchen für dich machen da. Okay. Sehr gut. Ja. Moment, die muss ich noch abnehmen. Okay. So. Machen wir Star Wars. Habt ihr Lust ein bisschen auf Star Wars? Ja! Also gut. Hier. Der Mando mit dem Stormship Trooper und den Blurks. Ich finde die mega cool, die kleinen, oder eigentlich sind sie klein, aber die grossen S-artigen Dinge da. Ich schaue gerade mal, dass ich das kann starten kann. Ein Moment. Da. Voilà. So. Ein Mini-Ding, darum kostet es auch nur 10 Taler, um hier mitmachen. Das Ganze haben wir einmal da, Mando gegen Stormship Trooper mit dem Blurg. Ihr könnt hier auch noch ausrüsten mit seiner Pistole oder dem grossen Gewehr, das er hat. Pistole haben wir auch noch für den Trooper und wir haben so eine grosse Blasterpistole, die ihr bei Blurg anmachen und dann auch noch ein bisschen einander abknallen damit. So sieht das aus. Bei Brock mehr gewinnen als Weihnachtsgeschenk bekommen hast. Für das sind wir doch da. Weihnachten retten. Beim Oli ist das verrücktes Labyrinth. Ja, das stimmt. Ja, kann man so sagen, ja. Das sieht wirklich crazy aus. Es ist übrigens auch riesig. Also, die Kamera tut das Ganze ein bisschen aus den Proportionen rausnehmen. Aber ja, eben Gara hat gerade ihre Hand drüber. Sie hat natürlich auch winzige Hände. Aber ja, also es ist wirklich ein Rechtsteil. Wie teuer eigentlich so ein Eiffelturm ist? Bei 700 Franken. Findest du noch bei uns online, aber kannst du leider schon nicht bestellen, sind schon alle weg.
Aber es sind ja 10.001 Teile. 1,49 Meter hoch. Also ist schon ein Premium-Set, ja, natürlich. Und alleine hat man natürlich auch ein rechtes Weile, bis man den fertig hat und blockiert währenddessen der Rest ist, sodass man die ganze Zeit auf dem Sofa muss essen. Fast so gross wie du. Ah, das stimmt also nicht ganz. Lego ist immer viel zu... Ich finde jetzt noch bei dem, wo wirklich... Also ich meine, das Teil ist ja gigantisch, oder? Da gibt es ja andere... Millennium Falcon ist zwar auch gross oder so, aber der kostet gleich viel, oder? Dort zahlst du halt einfach auch noch für Star Wars. Ob es ein Burj Khalifa Set gibt? Weiß es nicht. Wir haben es nicht mal Lager, sagt Lumi, unsere Einkäufer. Ja, also wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Wir haben Profis hier alle versammelt. Das Old Trafford Stadium müsst ihr noch kaufen. Das ist natürlich auch eher ein grösseres Set und sieht vor allem dann auch mit entsprechender Ausleuchtung recht cool aus. Wunderschönes Stadion auch an sich. Lego Bowser. Wenn du jetzt online gehst und vor den anderen noch geschwind bist, dann findest du einen, der jetzt noch drauf ist und am Morgen noch ein bisschen günstiger. Das ist noch der letzte, den wir haben. Bei dem ist leider die Verpackung ein bisschen beschädigt, aber der Inhalt nicht. Es sollte jetzt 2,36 sein und morgen geht er dann noch ein bisschen runter. Also ist ein bisschen Lotto. Ob jetzt heute zuschlagen oder warten bis morgen. Aber ja, 2 kostet halt gleich. Ja, der normale ist, genau, ist bei -1 drin. Das stimmt, aber es gibt noch eine geprüfte Retoure, die noch sollte drin sein. Lumi, kommen wir den Bowser nochmal über. Der Bowser von Mario. Ende Januar. Sonst müsst ihr euch gedulden bis Ende Januar. Die Retour ist schon weg? Wow! Ah, da hat jemand schnell zugeschlagen. He? Titanic ist schon der Hammer, leider auch schon ausverkauft, ja. Also von den grösseren Sets, die jetzt letzte reingekommen sind, haben wir noch... Oh, das müsste ich gar nicht. Haben wir noch den Hogwarts Express, auch sehr zu empfehlen. Das Kolosseum. Was ist noch oben? Der Hulkbuster. Also das ist ja so ein Teil. Bester Kollege von dir hat Hogwarts Express. Hast du dafür mithelfen, Spoon?
Den haben wir sogar können gewinnen. Wow. Nicht schlecht. Ist auch in der eines der teureren Sets. Not bad. Ja, geht mir aber auch so Barracks. Goodie Dani. Ja. In der wenig Platz. Da müsstest du ja fast eine Vitrine haben, dass es eben nicht so zustaubt. Und wenn du aber keine hast, dann musst du die ganze Zeit abstauben und dann verfangen sich immer die Fusseli in dem Zeug rein. Das ist eine Herausforderung. So, und jetzt what? So. Okay. Also so sehen auch die Säulen dann aus. Also das ist nur die unterste. Es ist schon, es langt schon nicht ganz aufs auf unter Kamera fast, hä? Ein Riesending. Ja gut, in dem Fall. Gratuliere zu Mando, Starship Trooper und der Blurg. Kommt dann zu dir auf den Weg. Herzlichen Glückwunsch. So. Was haben wir? Jetzt muss ich mal schauen, wie das aufgeht. Eine Stunde, ein bisschen weniger haben wir nicht. Ja, wir haben wirklich keine Zeit zum gross päuseln. Also das nächste. Machen wir doch gerade das nächste. So. Ja, wir haben nochmal eins, aber ein anderes, wie ihr seht. Das heisst Winds Requiem. Also der Link mit dem Dirigierstock. Ist auch nochmal genau gleich grosses Konturenpuzzle mit dem Poster dabei. Und da fangen wir jetzt gerade an. Ein Momentchen. Ich muss wieder schauen, dass ich es richtig habe, weil ich kann es hier nicht komplett lesen. So. Voilà. 20 Tickets für das Zelda. Wir haben 2 von denen. Viel Erfolg! So machen Giveaways Spass. Was meinst du, wenn man auch mal etwas gewinnt? Und wenn man das gewinnt, was man will? Mal schauen, nächstes Jahr an der Fantasy Basel gibt es sicher auch wieder Giveaways. Wenn ihr dann vorbeikommt, natürlich. Haben wir wahrscheinlich dann auch wieder ein Gewinnrad. Garo, haben wir an der Fantasy Basel ein Gewinnrad? Wahrscheinlich. Die Chancen sind hoch. Konzept steht noch nicht. Okay. Ja. Also wir wollen alle immer noch einen 20 Meter grossen Pikachu, aber wir wissen noch nicht, ob Nintendo uns den kann liefern kann, leider. Ein Ein echter, ja, natürlich ein echter. Und ein 50 Meter grosses Relaxo. Wer stellt hier Game of Thrones über Sailor Moon?
Kann man das überhaupt vergleichen? Darf man das in einem Satz so verwenden? Hast du nur den Frisbee gewonnen, Spu? Ja. Ja, hat es natürlich viele coole Sachen gehabt. Frisbee ist jetzt halt etwas Kleineres gewesen, wo man gewinnen konnte, ja. Das Trostpreisli. Aber wenigstens bist du nicht mit leeren Händen davon. So. Was du hast den Rocket Games Controller gewonnen? Wow! Das ist ja crazy. Also die sind richtig gut, ja. Die kosten auch ziemlich einen Batzen, da hast du ja richtig Glück gehabt. Und dank dem bist du jetzt in Top 66.000 in Rocket League. Ist das erstrebenswert? Ist das etwas, was man öffentlich aushängt? Top 66.000? Also von der Welt, oder wie? Und ein Togepi. Und ein 20 cm grosses Togepi. Togepi, blui! Nein, Spu. Also nächstes Mal kommst du einfach nochmal vorbei und dann versuchst du es nochmal. Hä? Ich würde euch einfach anraten, wenn ihr bei uns an den Stand kommt am Anfang. Und versucht euch das Glück. Dann hat es halt am meisten Preise rum. Die grösste Auswahl. Es hat nämlich letztes Mal so eine Grabbelkiste gegeben. Wenn wir dort auch dürfen, grübeln, am Anfang hat es natürlich die meisten Preise rum gehabt. Wo wir schön können aussuchen, das was wir am liebsten wollen. Ich werde das Puzzle übrigens manuell dann canceln, weil ich habe gesehen, da ist ein halbe-Stunden-Timer drin, der ist natürlich viel zu lang. Also ich mache einfach nach 8 Minuten mache ich dann Feierabend. Nicht, dass ihr euch wundert oder verschreckt. 1500 Stunden im Rocket League. Jesus Gott. Also alleine, oder hast du noch einen Kollegen, der auch so viel mitzockt mit dir? Das sind ja krasse Zahlen. Also ich glaube, ich kann nicht einmal im WoW habe ich so viel Zeit reingebuttert. Was sind denn jetzt die Vierer? Die nochmal einen Sack aufmachen. Das 44 aufmachen. Ja. Das 44 verpasst. Gut, die Dani hat Langwisch gespielt. Cool. Die kennen euch sogar so privat noch. Und dann, Dani, hast du nicht mehr können mithalten mit dem Niveau, das der Barracks vorgelegt hat. Oder an was ist es gelegen? Das Bus hat schon aber eine riesige Schlange gehabt. Ja, die sind ja bis zu den anderen Ständen ist die gegangen. Aber vor Welt, Top 1,9% von allen Spielern. Ja, gratuliere in dem Fall, das ist ein krasses Achievement. Gehst du auch eine Schweizer Meisterschaft in dem Fall? Oh. Schon Teile verloren gegangen. Ich habe schön. Hat keinen Bock mehr gehabt. Ja. Aber irgendwann hast du das Zeug auch gesehen, gell? Also irgendwann wird jedes Game halt ein bisschen mühsam. Obwohl der Barracks jetzt wahrscheinlich würde sagen, nein, Rocket League nicht. Das ist immer geil. So, noch Minuten auf Giveaway für Zelda Puzzles.
bisschen Klasse unterwegs. Okay. Spielerinnen auch. Okay. Also ist Rocket League auch etwas, wo ein bisschen unterstützt wird für die weiblichen Zockerinnen? Oder beziehungsweise ist es ein Game, wo in dem Fall auch Frauen vorne mitspielen? Habe ich auf dieser Seite? Ah nein. Okay. So. Ah, ein paar Schweizerinnen, die sehr gut sind. Ah, geil. Okay. So, jetzt muss ich da noch closen. So, fertig. Das Buch, vielleicht hast du ja jetzt ein Glück. Der Dani hat mal ein Puzzle. Also es gibt ja nochmal eins. Gratuliere schon mal am Dani. Und das Buch hat das Puzzle. Hey! Gratuliere! Sehr gut. Die übrigens ihre Adresse schon geschickt haben, müssen sie natürlich nicht jedes Mal nochmal schicken. Das ist kein Problem, das habe ich da bei mir alles vorliegen. Gut. Gratulieren euch. Dann sind wir jetzt aber durch mit Zeldas, leider. Aber machen wir mit etwas anderem weiter. Und vielleicht gewisse kennen, wenn ihr es mal wieder ein bisschen gruseliger wollt, haben wir hier von Arkham Horror letzte Stunde. Das ist ein, sagen wir mal, eine kleinere Version von dem Arkham Horror Spiel. Spielt also so ein bisschen dem Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Könnt ihr alleine spielen oder bis zu 4. Ein Spiel geht eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ist ab 14 halt auch ein bisschen wegen der Thematik. Von denen haben wir 2. Ich tue das gerade schön live schalten oder könnt ihr mitmachen, wenn ihr gerne ein Arkham Horror letzte Stunde wollt gewinnen. Das ist übrigens auch ein Coop-Spiel, also ihr müsst zusammen quasi gegen das Spiel spielen. Alleine, ja, du tust eigentlich quasi alleine halt gegen die Spiele versuchen, also gegen die Monster spielen, oder? Aber ich meine, die alleine darfst du dann auch, du hast also die Ermittler da hinten, oder? Ich glaube, alleine darfst du dann auch Minimum 2 spielen. Beim Grossen, ich bin mir jetzt beim Kleinen nicht ganz sicher, beim Grossen ist es so, je mehr das spielt, desto schwieriger wird das Spiel. Also es ist recht unnachgiebig. Aber es ist halt, ja, der Cthulhu-Mythos ist halt schon etwas Cooles. Und die Arkham Horror Serie ist doch etwas Größeres, wo man darf kennen. Also ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr da auch mal den Finger drin habt. Und es ist von Fantasy Flight, die machen viele gute Games, bringen die raus. Ja. Es wird auch nicht geschmunzelt. Ja, den Finger drin haben, das noch nie so gehört. Ja? Ja, dann halt die Zeche. Das ist schon in drin. Schau mal den Finger reinhaben. Also es gibt mittlerweile sehr viele Brett- und Kartenspiele, wo man alleine spielen kann und sogar auch wirklich noch Spass machen. Das sind halt in der Regel auch ein bisschen die
kooperative Spiele oder die Story-driven Spiele. Also ich meine auch das Gloomhaven kann man theoretisch alleine spielen. Natürlich macht es mit mehreren Leuten auch ein bisschen mehr Spaß. Aber wenn es einem rein um die Story geht und das Ganze ein bisschen durchspielen, kann man das auch so lösen natürlich. Nochmal zum Sagen, Tjalazor, ich sage jetzt das einfach mal so, ihr müsst natürlich entsprechend Punkte haben, dass ihr könnt mitmachen beim Giveaway. Mit Ausrufezeichen Points seht ihr, wie viel das ihr habt. Ihr kommt Punkte dazu über, indem dass ihr einfach schaut, also Zeit mit uns verbringt, oder indem dass ihr ein Follow da lasst, oder Subben natürlich, gibt auch Punkte. Und dann gibt es, je nach Giveaway kostet es eben zwischen 10 und 20 Punkte. Und dass man kann mitmachen kann, muss man auch Follower sein, übrigens. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Aber das steht da, wenn ihr eingebt, eben Ausrufezeichen Giveaway steht das. Also ich habe noch nicht einmal eine Säule im Fall. Einfach so schnell, weil es recht einfach ist, aber zu machen als wir. Ja. Es zieht sich glaube ich schon ein bisschen hin da, ja. Natürlich sind die einfach Raketen, das ist schon so. Wie weit bin ich eigentlich gekommen mit meinem grauen Lego-Set? Welches meinst du, welches graue? Meinst du die Rakete von letztes Mal? Ah ja. Aha, das war, ja, die Rakete. Sieht man, ja, man sieht sie ganz ein bisschen da. Also, ich glaube in der Hälfte sind wir. Ja. Also der untere Teil, Stage 1 und 2, die haben wir fertig. Und die anderen Stages kommen dann noch. Wenn wir das da jetzt nachher mit dem anderen grauen Set meistern, da mit dem Eiffelturm, weiss ich nicht, wie wir das machen. Dass wir das dann fertig bringen, das ist klar. Aber ob ich das dann alleine mache oder ob Leute da Lust und Zeit noch haben. Weil jetzt in der Artjahrswoche ist natürlich ein bisschen ruhiger, dann geht es gut, aber nachher, wenn das neue Jahr anfängt, dann rebelt es halt wieder. Schauen wir nochmal, wie es ja, es ist wirklich alles grau. Nein, warte, hier ist noch ein bisschen Farbe. Ich tue es so an, dann hast du ein bisschen Farbe in deinem Leben. So.
Noch nie Lego zusammengebaut. Ja, ich meine, das muss man schon mal einmal gemacht haben, oder? Vielleicht gibt es auch ein Community-Projekt an der Faba, wer weiß, wäre auch noch witzig. Eben der 20 Meter grosse Pikachu. Da braucht man ganz viele geile Teile nehmen. Also wäre ein geiles Community-Projekt. Wo alle einfach so einen riesigen gelben Blob zusammenbauen. Das ist immer Monopoly wählen, aber kein Lego. Also wenn man ein Monopoly hat, hat man alle, oder? Also Spu, jetzt müssen wir dir da ein bisschen Brettspielkultur vermitteln. Und Spielwarenkultur. Es geht doch nicht, dass du nur mit Monopoly durchs Leben durchkommst. Da krügelt jetzt der Caro gerade die Zechennägel rauf. Und wie? So, Giveaway ist beendet. Schauen wir mal, wer eins von diesen zwei Arkham Horror letzte Stunde gewonnen hat. Und Spur, schon wieder! Hey, schau jetzt mal! Sind es aber nicht mehr Trostpreise, hä? Und Barracks, natürlich! Er hat ja noch nicht genug in seinem Päckchen, oder? Da müssen wir schon noch etwas dazu tun. Gratulieren euch zwei in diesem Fall. Ah, so. Gut. Dann gehen wir gerade zum nächsten. Keine Zeit, absolut keine Zeit. Ishtar, die Gärten von Babylon. Was? Barracks? Nein. Was? Nein. Okay. Gut. Wir haben hier nochmal ein Brettspiel. Und zwar ein Worker Placement. Also man tut da seine Arbeiter platzieren und bekommt dann nachher eine Ressource. Das ist 2 bis 4 Spieler, also das Bau eben entweder noch Kollegen holen oder am Bahnhof. Geht 3/4 Stunde und ist ab 12 Uhr und spielt so ein bisschen in der Wüste. Ich finde, es hat dann noch mega coole die Figürchen drin mit den, ich weiss nicht, sieht aus wie so Ruinen, Pagoden eine Art. Sehr, sehr schönes Artwork. Ja, und von dem gibt es ein einziges. Kommt auch von Yellow, Publisher. Und wo muss ich es noch finden? Wo haben wir es? Ist da. Voilà, da. Ah, der Troy ist ja auch da. Grüezi, grüezi. Kollegen am Bahnhof finden 3/4 Stunde das Spiel. Nein, Kollegen am Bahnhof finden wir in 10 Minuten. Musst du es jetzt probieren? Mal ausprobieren. Mal am Bahnhof schauen. Ah, so gut. So, wir haben wieder ein paar neue Leute da. Ich tue mal wieder ein bisschen Pünktchen verteilen, damit ihr auch wirklich ein bisschen mitmachen könnt und euch ein Glück versuchen für all die da sind. Das freut mich natürlich. So lang. Herzlich willkommen all die jetzt noch dazugestoßen sind. Ich hoffe, ihr habt schon mal gut gegessen, gute Zeit gehabt. Seid vielleicht die Heime noch im Weihnachtsmodus und verdrückt noch ein paar halb vertrocknete Gutzli. Falls ihr euch fragt, was hier eigentlich abgeht, wir bauen miteinander zusammen den Eiffelturm von Lego auf. 1,49 m wird der gross, hat 2001 Teile.
Ihr könnt uns auch alle Fragen stellen. Wir haben über die Namen gesehen, jeweils um den Rahmen herum und die Funktionen, falls ihr ein bisschen wissen wollt, was hier so läuft eigentlich bei Brack und bei den Spielwaren, wie das so vonstatten geht oder falls ihr spezifische Fragen habt. Nur raus damit. Und nebenzu gibt es ein bisschen Giveaways. Ja. Troy wieder nicht am Schaffen. Nein, Troy ist nicht einmal am Streamen. Troy macht einfach nichts. Fauler Sack ist er. Ein bisschen am Pläuscheln da. Ob wir noch freie Stellen haben? Leider gerade nicht. Garo? Leider gerade nicht. Leider gerade nicht. Leider gerade nicht. Da müsst ihr einfach... Ich könnte eine Blindbewerbung schreiben und müsst einfach mich ausstechen quasi. Dann könnt ihr vielleicht eine Stelle generieren. Am Tisch unten hat es einen Platz. Nein, das stimmt nicht, dort ist die Kamera, dort hat es keinen Platz. Bis sonst bestechlich. Also, habt ihr gehört? Garo ist bestechlich. Ja? Jahresabo Luxemburg. Ah! Ja, wahrscheinlich darf man die auch bald nicht mehr Luxemburgerli nennen, oder? Luxemburgerli und Hamburger und überhaupt das ganze Zeug. Hat wieder zu Diskussionen geführt, scheinbar. Ja, natürlich alles mal ein ist der Mohrenkopf ausgelöst, oder? Oh, jetzt habe ich es gesagt, oh Jesus Gott. Schokoküsse. Schokoküsse. Mit Messer bist du nicht schlecht, Dani. Ich weiss jetzt nicht, inwiefern der Skill hilft, außer du meinst mit Päckchen aufmachen. Ja, also wenn ihr wirklich hier arbeitet, einfach immer Blindbewerbungen, oder? Das bringt es eigentlich schon. Kann ich ja sonst wärmstens ans Herz legen, wenn ihr irgendwo ums Verrecken rein wollt. Wenn ihr einen Eindruck hinterlässt mit eurer Blindbewerbung, dann verschwindet die nicht einfach irgendwo in Güssel, sondern bleibt auf der Seite und man kommt dann auch auf euch zurück. Also es betrifft nicht nur das Unternehmen, sondern generell die Arbeitswelt. Noch ein Dobler. Ein Dobler im Salontischli. Ja, auch noch ein Dobler im Kühlschrank. Aber trau dich so schnell. Ich habe so viel gegessen an der Weihnachten. Jetzt kann ich nicht noch einen Dobler verdrucken. So, ich sollte wieder vorwärts machen. Das komme ich nie Zeit an. Ist jetzt eine Säule fertig bis um 1. Halbe Stunde haben wir noch. Und fürs Giveaway noch 2 Minuten 50 für Ishtar, die Gärten von Babylon. Der Schmidt, grüß dich. Herzlich willkommen in dieser illustren Runde heute. Ich muss immer ein bisschen abwechseln. Manchmal sind es da die dünnen Stäbchen und manchmal sind es da die Zylinder, die man reinstecken muss. Ein bisschen muss man den Kopf bei der Sache haben. Wie viele Giveaways hat es noch? Also jetzt haben wir noch das Ishtar und nachher haben wir noch 4. Also es wird ein bisschen später als 1. Aber die machen wir sicher noch durch. Und dann ist er definitiv fertig mit Weihnachten. In der Zwischenzeit.
bei euch sind schon die ersten Büschli platziert, hä? So schön. Gibt es schon die ersten Bäume? Noch nicht. Ah, Bänkli. Können wir uns nach getaner Arbeit schön anfläzen. Troy, hast du eigentlich gesehen, wie schön ich das Studio aufgeräumt habe? Hä? Hä? Du hockst die Heime? Hm? Machst du nicht mal deine Wäsche? Und ich schaue hier, dass es ein bisschen anständig aussieht. Aber ich glaube, du bist ja immer die Heime, gell? Ja, also der Barracks hat wirklich heute richtig abgesahnet, ja. So, wenn das Päckchen dann noch zu dir kommt, hast du dann wirklich gerade nochmal Weihnachten. Hey. Der Triad-Studio noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was ich da dazu noch sagen soll. Was soll man da noch sagen? Schaffst du überhaupt bei Brack? Du bist doch eh nur ein Mythos, oder? Eben, der Troy ist nicht mal da und trotzdem muss ich seinen Mist aufräumen. Unglaublich. Oh, wo ist der Hype? Ja. Die grosse Verschwörung um den Troy. Okay, also das und so. Timer! Sind wir fertig mit dem Ishtar? Okay, wer hat unser Blümli-Spiel gefunden? Es ist der Barracks! Heiland, sag ich, das sind jetzt schon... Was sind das jetzt? Vier Spiele hier abgesahnet. Unglaublich. Party, Party, Party hard, hey. Crazy. Okay. Machen wir noch etwas nicht Brettspielmäßiges, und zwar Alcove Box von Ultra Pro für alle, die Sammelkarten spielen. Ich würde es sogar am besten noch für die Magic spielen anpreisen, weil hier haben 100 gesleevte Karten drinnen Platz. Ist in wunderschönem Sweet Leather, also dem feinen, faserigen schwarzen Leder ist das eingebunden. Hat unten dran noch ein kleines Schublädchen hier für die Würfel drinnen. Und da geht es jetzt daran, das zu verlosen an jemanden Glückliches, der das hoffentlich auch kann brauchen und verwenden kann. So, der Ultra Pro Alcove Tower. Sie 10 Taler. Von dem haben wir einen einzigen. Ich weiß nicht mal, ob die noch produziert werden. Ich habe auch so einen, sie sind wirklich so schön fein zum Anlegen. Und eben das Inlay, wie ihr seht auf dem Bild, ist auch wunderprächtig. Und Ultra Pro ist Qualität halt. Flauschig, ja, weich, samtig
trifft es am besten. Aber flauschig würde ich jetzt nicht gerade unterschreiben. Da muss es noch so ein bisschen weich sein, oder? Das ist er doch nicht. Ist ja schon stabil. So. Wie geht jetzt das? Ich habe noch etwas fertig. Yeah. Oh nein, ich muss es zweimal bauen. Darum hat es so viele Teile da. Oh no. Ah, schade. Ich weiß, es ist schon alle 20 Minuten. Ich muss es irgendwie, die Teile muss ich jetzt noch. Ach nein. Ach, ich schaffe das nicht. 20 Minuten. 20 Minuten muss ich jetzt das alles noch. Es wäre ja auch gestanden am Anfang, zweimal. Man hätte alles können zweimal mitbauen, aber ich habe das ja schön übersehen. Wunderprächtig. Ah. Wieder mal profimässig hier auftreten. Wie geht es bei euch so? Geht es gut dort? Wunderbar. Wie lange haben wir noch? Etwa 20 Minuten, beziehungsweise bis die Giveaways fertig sind, also ein bisschen nach der 1. Einmal mit Profis, das heißt es. Einmal. Die Vergangenheits-Cyril hat einfach nur Mist bauen. Der Gegenwarts-Cyril muss ausbaden. Warum habe ich jetzt zu viele Teile auf dem Tisch? Jetzt muss ich viel zu lange suchen. Ja. So. Ja, jetzt muss natürlich Turbo an. Wäre schön. Immer die Manager, ich weiss. Das ist ja nur für schön, das Manager. Das ist nur, damit man sich ein bisschen wichtig fühlen kann. Eigentlich fehlt es nur, dass der Lumi auch irgendwie einen Manager-Titel hat. Was wärst du bei Purchasing Manager? Eigentlich. Also, ich tue das noch gerade anpassen, oder? Dann sind wir alle Manager da. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. So. Alle Manager. Herrlich. Jetzt sind wir alle ein bisschen wichtig heute. Wer arbeitet bei Brack? Oh, jetzt gerade niemand. Also wir arbeiten ja auch, oder? Ich sehe ja, was wir alles machen. Da die roten Klötzchen, die blauen, die grauen. Das ist schon Arbeit. Sind rein zu eurer Belustigung sind wir da.
Ja, wir sind in Megawil. Das Büro ist in Megawil und das Lager ist in Willisau. Ja, der Troy schafft definitiv nicht. Ja. Er schafft weder in Megawil noch in Willisau. So, für den Alcove Tower haben wir noch 1 Minute 20 für das Giveaway. Während ich versuche, ein bisschen die Bausteine hier zu reduzieren. Zum Beispiel auf die falsche Seite anschauen. So, gut. Ja, also du tust eigentlich nur, oder wenn du willst, dass deine Karten nicht beschädigt werden, tust du sie mit dem transportieren und dann hast du deine Würfel drin, als Live-Counter und so weiter. Und das ist eigentlich für alle, die Sammelkarten spielen, es muss, dass man so eine Kartenbox hat. Zumindest in meinen Augen. Ich könnte mir das einmal nicht ohne vorstellen und dann fliegen die ganzen Karten irgendwo im Rucksack rum und verbeugen und... Nein. So, aber jetzt sind wir ja schon fertig und wir picken unseren Winner für die Alcove Tower Box von Ultra Pro und es ist der Abraham. Herzlichen Glückwunsch an dich, bitte auch für dich Nachricht mir gerade zurückschicken mit deiner Privatadresse. Ich muss noch schnell schauen. So, da. Dass ich dich anflüstern kann, weil dann kannst du mir näher das gerade schreiben. So, warum geht es jetzt nicht da? Ach, das ist mühsam. Du dich geschwind anflüstern, dann kannst du mir jede Privatadresse schicken. So, voilà. Wie lange wir für was brauchen und willkommen SD Cash für den Eiffelturm. Stunden. Also wir werden heute nicht fertig. Wir machen auch nicht mehr allzu lang. Wir machen die Giveaways noch fertig. Und dann, ja, wir haben auch noch kein Mittag gehabt, also wir müssen auch noch etwas essen. Spielst du Magic sogar? Ja, dann hätte ich das den Weg zu jemandem gefunden, der es wirklich auch brauchen kann. Ganz viel Spass mit dem satten schwarzen Alcove Tower. So, und das nächste haben wir vielleicht gerade vorhin geschwind gesehen. Abenteuer im Universum von Andor. Andor kennt ihr hoffentlich, ist auch ein sehr grosser Name. Das heißt die Befreiung von Rietburg. Das ist ein eigenständiges Spiel, aber eben spielt im Universum von Andor, also so ein bisschen Fantasy-mäßig. Ist ab 10 Uhr. Das Spiel geht etwa 40 Minuten, 2 bis 4 Spieler haben wir hier. Ist eher ein Kartenspiel mit Zaubersprüchen, mit Rüstungen, mit Monstern, die wir bekämpfen müssen, die natürlich auf die Burg zustürmen. Da oben steht dann noch, kann ich vielleicht so ein bisschen die Kamera reinheben, die Punkte, oder? Also für Planer ist es 4 von 5, Glücksritter 3 von 5, also Medium, glücksabhängig, kommunikative 4 von 5 und Helden 5 von 5 natürlich. Von dem haben wir 1,
zum Verschenken, zum Verlosen. Und ich mache jetzt gerade noch das Giveaway los. Da könnt ihr da gerade noch mitmachen und eins abstauben. So, voilà. Viel Erfolg. Vielleicht habe ich noch ein schnelles eigenständiges Spiel in der fantastischen Underwelt statt hier noch. Was haben wir noch? Ja, Gegenstände finden, Freunde begegnen und im Vorhaben unterstützen, besondere Fähigkeiten der Helden einsetzen und mit Hilfe von Karten sich von Ort zu Ort bewegen und Kreaturen zu bekämpfen. Das ist noch etwas, was ich auch spielen würde. Wieso heissen unsere Kanalpunkte nicht Bragg Coins? Keine Ahnung, weil es Englisch ist. I don't know. Vorher hat es nur Points geheißen. Ich habe einfach irgendetwas reingeschrieben, was ein bisschen cooler tönt als Points. Darum sind dann halt Bragg-Taler daraus geworden. So schön nerdig, wie ich selber bin. Ich sehe, da wachsen schon die ersten Bäume da aufs Plaza drauf, auf dem Tisch. Und beim Lumi, was macht der muss auch die Säule machen wie ich da. Also wir sind das 4. aktuell gesehen, das ist ein riesen Vorhaben. Der Eiffelturm. Ja, genau. Second Klein, genau, der grösste neue Lego-Set. 10.001 Teile, 1,59 Meter ist das Teil groß, also gigantisch. Mal schauen, wo wir den dann hinstellen, wenn er eigentlich fertig ist. Aber es ist noch von Vorteil, eben, es hat 4 Boxen drin und jede Box sind eigentlich andere Teile, also sind da die Säulen und dann hast du die untere Säule, dann hast du den Turm in der Mitte und dann die Spitze oben und das Plaza unten dran. Das sind 4 Boxen, auf 4 Boxen ist das dann verteilt und darum kann man es sehr gut so im Team zusammenbauen, weil jeder eine Box kann sich nehmen, oder? Also ich kann eine Box nehmen. Gibt es grössere noch? Schon? Gibt es noch grössere Lego-Sets als der Eiffelturm? Ja. Also wir setzen unsere Millionen auch darauf, dass es das Größte ist. Unsere Bitcoin-Millionen, die wir haben. Aber es hat sicher also so Fanbuilds und so Mockbuilds und alles hat sicher schon größere gegeben. Die Weltkarte hat noch mehr. Teile vielleicht, ja. Müsste jetzt im Fall auch googlen, wie viele Teile die Weltkarte hat. Ah, die Weltkarte ist noch grösser tatsächlich. Okay. Ja, da haben wir unsere Bitcoins verloren in dem Fall. 11.000, mehr als 11.000 Teile ist das grösste Set. Ja. Aber macht es so viel Spaß wie der Eiffelturm? Das ist wichtig. Troy, merci vielmals fürs Vorbeischauen. Noch einen wunderschönen Dienstagnachmittag wünsche ich dir und eine schöne Ferien. Erstens Weltkarte, zweitens Eiffelturm, drittens Titanic. Danke vielmals für die Auflistung, SD Cash. Und so einen kleinen Schritt noch als Lego Chima Collectible Set released haben, was alle Sets jemals released haben, in ein Set reingepackt haben. Von dem
habe ich noch nie gehört. Lego Chima Collectible Set. Also jetzt sind einfach alle Sets drin gewesen, oder was? Dann hast du ja müssen einen Pflanzenlastwagen liefern lassen, oder? Das wäre ja crazy. So, 3 Minuten haben wir noch für die Riedburg. Nachher haben wir noch 2 Giveaways. So wie beim Barracks seine Giveaways, ja. Ja, genau so. Genau so und nicht anders. Ja, der Pflanzer kommt mir gerade in den Sinn, weil ich habe damals einen Fernseher gekauft bei der Konkurrenz, leider. Und der hat natürlich, als er geliefert worden ist, direkt schon einen Bildfehler gehabt. Da habe ich immer spezielles Glück bei solchen Sachen. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ja, eben, der ist da kaputt, ob sie ihn abholen können. Und dann die natürlich, nein, tut mir leid, da müsst ihr selber schauen. Und quasi, oder der Versand für die Retour musst du immer tragen als Endkunde. Ja, und dann habe ich den Pflanzer bestellen. Hey. Und dann kommt er mit seinem riesigen Lastwagen rein und es ist einfach so der Fernseher und sonst war nichts in diesem Lastwagen rein. Also es war völlig strauf. Wer vorhin gewonnen hat, der... Warte, jetzt habe ich gerade den Namen nicht. Abraham hat vorhin gewonnen. Für die Alcove Tower Box. Ah ja, Barracks hat sich schon geschrieben, danke schön. Der zweite Anhänger, ja. Machen wir den Unsinn doch noch grösser. Why not? Selbstredend haben sie es dann wieder mit dem Pflanzer geliefert. Das war dumm gewesen. Aber ja, also ich verstehe es schon, der Fernseher war zu gross für die Post, oder? Aber ich weiß auch nicht. Die hätten doch irgendwie so einen Lieferdienst können kommen lassen, wo eh auf der Route gewesen wäre und nicht ein ganzer Pflanzer-Lastwagen. Nicht sicher, salut. Grüß dich. So, das Giveaway ist ja fertig. Sagt doch etwas. Gut, okay, also. Da haben wir doch ein paar Entries gehabt für die Befreiung von der Riedburg. Haben wir nur eins. Mal schauen, wer es bekommt. Spoo! Hey, heute am Abend. Schau jetzt. Gratuliere herzlich. Du bekommst Befreiung von der Riedburg in der Welt von Andor. So! Dann haben wir jetzt noch zweierlei. Und zwar einmal noch ein bisschen Star Wars. Nochmal. Und das Mal ist auch ein kleiner Freund dabei. Der Grogu ist nämlich auch da. Der Mando und der Grogu mit dem Speederbike. Wir haben da auch wieder eine Waffe und Jetpack drin. Wunderbares kleines Miniset, wenn ihr das irgendwo aufs Regal stellen oder so. Finde ich ganz cool. Du kannst gerade schauen, dass ich euch das freigeben kann. So la. Und los geht's. Könnt ihr euch eine Entry machen mit 10 Fraktaler, Coins, Punkten, was auch immer. Für das Set hier von Star Wars. Mission Fleet heisst die Reihe übrigens.
Ah, SDCache, ich glaube, du hast gerade gesehen, wie es funktioniert. Genau, Ausrufezeichen Giveaway steht eigentlich drinnen. Und jeweils auch, wenn das Giveaway startet, du kannst die Punkte setzen, Punkte sammelst, indem du zuschaust, followst, subst und einfach da bist. Genau. Und mit Ausrufezeichen Points siehst du auch, wie viele Punkte das du hast. Also klar, das ist einfach so ein Spezialding. Sie haben das nur Lego-Mitarbeiter bekommen, oder wie wenn es 3 gibt. Die Ultimate Battle of Chima. 94 Figuren und 10.004 Teile, das ist ja krass. Aber dann ist es kein richtig offizielles Set, wenn es nur so limitiert ist, oder wie ist das gewesen? Hat das jemand von euch schon mal gehört? Der Battle... Die Ultimate Battle of Chima. Oder Chima. China ist doch so eine Serie gewesen von Lego. Also so ein... Es gäbe irgendwie nur 3 Stück von dem. Es hat mit 94 Figürchen und 10.004 Teile. Ah, über den Lego-Katalog hast du gewinnen können. Wow. Das darfst du nicht auspacken, wenn es nochmal 3 gibt. Hey. Ihr sind ja so nette Leute, dass ihr noch eure Punkte verschenken. Das ist ja unglaublich. So schön ist der Weihnachtsgeist immer noch da. Fünf Minuten haben wir noch auf das Giveaway. Speederbike hat übrigens auch eine Kanone drauf, wo man so einen kleinen Dart abschiessen. Noch so am Rande. Da. Ich suche. Hey, wo ist das? Wo ist es? Das ist schon wieder durch. Ah, da, vor der Nase.
SDTLC. Merci vielmals für den Follow. Schön bist du da bei uns und gehörst zu unserer Gruppe netzen. Wunderprächtig. Ich hoffe, es geht dir gut. Ob das Lego-Modell gesponsert ist? Yes, von Brack. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Also nein, Lego hat uns das nicht geschenkt. Nein. Falls das die Frage war. Funktioniert übrigens auch nicht, weil es ist ja ein Exklusivset. Zeitung. So. So, jetzt muss es aber zügig gehen. Da. Schon 5 ab 1. Das Plaza steht noch nicht. Giveaways sind auch noch nicht durch. Ist ja cool. Läuft wenigstens etwas. Wie ist bei euch so im Geschäft? Habt ihr Ruhe die Woche? Altjahrswoche? Also bei uns ist es auch mal ein bisschen ruhiger. Hat man Zeit, sich mal um das zu kümmern, was sonst immer ein bisschen liegen bleibt. Oder das Lego zusammenbauen, genau. Das Lego sollte hier liegen bleiben. Wow, merci vielmals Barracks für Sub am Cash. Das ist ganz lieb von dir, danke vielmals. So gut. Ah, richtig schön Weihnachten hier. Nach Weihnachtszeit. Totale Ruhe bei dir, Pony Mechanical, schon. Ja, gut, eben zwischendurch kann man das ja auch ein bisschen genießen. Dann schnurrt ihr nicht alle immer rein, kommst du die ganze Zeit Mails über, Telefon. Das mache ich Ruhe. Haben die unter einem Jahr immer genug Stress. Nein, ist der andere Weg, was? Ah, sorry, ja, Cash hat dem Barracks eins geschenkt. Das, sorry, ja, ich habe es falsch gelesen. Hey, mega nett, danke vielmals. Auch von unserer Seite natürlich. So da unsere Leute unterstützt. Giveaway durch. Merci vielmals für den Reminder. Okay, also, an wer geht Mendo und Grogu? Nicht sicher, bekommt Mendo und Grogu über. Geht an deine Adresse. Ich habe dir glaube ich noch nicht geschrieben. Gib mir ein Moment. Ich tue dich gerade anflüstern. Und dann kannst du mir deine Privatadresse noch geben und dann tun wir dir das zuschicken. So, dann haben wir noch etwas Letztes. Und zwar nochmal
ein Brettspiel. Und zwar von Pegasus. Wer gerne Zwerge hat, der sollte jetzt zuschlagen. Niedervelier heisst das Ganze. Ein bisschen im Schwarz-Weiß gehalten. Recht cool mit so Zwerge-Artworks. Sieht so ein bisschen drafted aus, also wie wenn man es mit dem Bleistift würde zeichnen. Ist ab 10, geht 40 bis 60 Minuten, ein Spiel, 2 bis 5 Spieler sogar. Gerade mal schauen. Fafnir ist erwacht, bildet eine schlagkräftige zwergische Truppe, um ihm entgegenzutreten. Also hier tut man wirklich so ein Truppenbilder, wo man seine Zwerge rekrutieren und dann in die Schlacht zieht. Und der halt die mächtigsten und besten Zwerge hat, der gewinnt dann am Schluss. So sieht es aus. Also, ich tue das gerade noch geschwind live schalten und dann könnt ihr sofort mitmachen. Wo haben wir es? Niedervelier. Da. Voilà. Letzte Giveaway. Letzte Giveaway von heute. Letzte Giveaway von diesem Jahr. Letzter Stream von diesem Jahr. Nicht so wie Steffi das angeteasert hat. Heute ist der letzte. Ist von Grrr Games und BlackRock Games übrigens, die das entwickelt haben. Autor ist der Serge Lager. Das eine, wo der Barracks gewonnen hat, hat es etwa 3. Also vom Pendulum habe ich noch 2, aber er hat ja nie mehr mitgemacht. Sind ihr selber geschuldet? Dann werden die jetzt halt da verschenkt. Bei uns. So, wenn wir mit dem Giveaway durch sind, dann machen wir dann auch nachher langsam, aber sicher der Sack einmal zu. Ich gehe eh schon fast an den Stängel. Irgendetwas essen. Hat der Bäcker? Ja. Ah gut, Gott sei Dank. Der Oli geht für uns jagen. Was gibt's draussen zu jagen? Ein Huhn. Ich habe gemeint, ich tue mehrmals verlosen für jedes einzelne Exemplar. Ach so. Okay. Also wir können nachher gerne noch ein letztes Giveaway machen für das Pendulum, für die 2, die noch übrig sind. Dann müssen Sie sich einfach den Barracks bitte enthalten, weil mit 2 kannst du eh nicht anfangen. Also gut, aber da können wir das so machen. Dann tun wir dann noch das Pendulum von Feuerland neu verlosen. Die übrigen 2. Und dann können die das verpasst haben, dann noch mitmachen. Und dann geben wir doch noch mal ein bisschen Punkte raus für die Opa. Die noch mitmachen sollen. Ja, der Barracks wird disqualifiziert. Da ziehe ich einfach neu, da bin ich eiskalt.
Aber ich sehe schon, wir müssten fast schon mal ein Lego-Giveaway machen, dass das Bu einmal zu einem Lego-Set kommt. Vielleicht, wenn sie Glück hat. Aber ich glaube, wenn wir das Lego-Giveaway machen, dann explodiert hier der Twitch-Channel. Ja, sorry, da bin ich vielleicht zu wenig deutlich gewesen, dass ich alle Gewinner ziehe. Ja, aber sonst hätten wir einfach so viele Giveaways gemacht, beziehungsweise ich hätte den Timer so weit runter müssen setzen, dass es auch ein bisschen stressig geworden wäre. Darum habe ich immer gerade alle gezogen gehabt. Wow, das sind ja mega schöne Bäume geworden. Ist das die eine Box, die eine Schachtel gewesen? Okay, krass. Die sind ja auch wirklich riesig schnell gewesen. Okay. Also ihr habt gehört, die eine Schachtel ist bereits schon fertig dort bei Oli und Garo. Die haben ihre Plaza dort fertig. Ihren Platz unter dem Eiffelturm. Ihr habt auch Hunger, he? Ja, geht noch etwa 10 Minuten. In 10 Minuten müsst ihr noch durchheben. 10 Minuten müsst ihr noch. Aber ich kann euch natürlich auch schon verabschieden, wenn ihr wollt. Die machen den Rest noch fertig. Ja, das macht richtig viel Sinn, was ich da mache. Das ist unglaublich. Stimmt jetzt. Ja, da fehlt doch noch das andere da, im Gartenhägli. So, noch eine Minute für Niravellir. Gibt es 2? Habe ich glaube jetzt nicht gesagt tatsächlich. Es gibt aber 2 von Niravellir. Ah, Varix, nicht traurig sein wegen disqualifiziert werden. Hast ja genug abgestaubt jetzt. Du bist der den Pflanzer eingeschickt bekommt. Ja. Viel Glück am Bahnhofsbau. Ich hoffe, du findest die richtigen Freunde dort. Und sonst singst du einfach mal so Sailor Moon Lied, da kommt es schon. Kommt schon gut.
Ah, voilà. Also, 2 Niederwelle gibt's. Und der erste Winner ist nochmal nicht sicher. Gratulieren. Und... Polly Mechanical. Herzlichen Glückwunsch. Dich muss ich glaube auch noch anschreiben. Habe ich heute auch noch nicht gemacht. Das ist ja schön, wenn unsere Geschenke ein bisschen mehr verteilt werden und nicht alle beim Barracks landen. So. Einfach bitte geschwind eure Privatadresse. Die wird auch vertraulich behandelt, selbstverständlich. Die tue ich dann nur am Bahnhof verteilen. Dankeschön. Okay, also dann gehen wir nochmal eins zurück und machen den Pendulum nochmal. Die anderen 2 Pendulum, wie das nicht ganz klar war, dass alle gleichzeitig verlost werden. Und dann haben wir es. Echtzeitstrategiespiel, 1 bis 5 Spieler. Man muss in Echtzeit die Strategien von seinen Mitspielern im Auge behalten und versuchen, die gleichzeitig zu schlagen. Ein bisschen Balance, Taktik und Strategie braucht es hier dafür. Ab 12 1 bis 5 Spieler kann man auch alleine, muss nicht am Bahnhof. Und eben eine Stunde bis 90 Minuten geht das ganze Spiel. Dann geben wir das gerade nochmal frei und dann können 2 Leute das in dem Fall noch gewinnen. Und das war es dann auch definitiv für heute. So, die letzten 8 Minuten, letztes Giveaway. Letztes Mal könnt ihr jetzt noch mitmachen für Pendulum von Irland. Währenddessen schaffe ich es vielleicht tatsächlich noch, die zweite Säule fertig zu machen. Das wäre ja grandios. Und sonst, falls ihr noch irgendwie Fragen habt an Oli, Lumi oder an Garo jetzt gerade, dürft ihr die sehr gerne stellen. Können wir die jetzt währenddessen noch beantworten und sonst lassen wir da die Zeit jetzt einfach geschwind ein bisschen verstreichen, wenn ich mich darauf konzentriere, da die letzte Säule noch zu machen. Meinst du, die eine einfache Fahrt gehabt, oder was? Aha, ich weiß gar nicht, wie man das... Der Hebel. Der Hebel. Hast du deine Finger kaputt gemacht an den Lego-Steinchen? Nein, nein. Doch, der Oli hat sich geschnitten. Oh Gott. Ja. Schon erste Opfer gefordert hier. Ja. Ich habe natürlich schon eine Zentimeter dicke Hornhautschicht, oder ich als professioneller Klimmbausteine-Bauer da. Was ist der Unterschied zwischen Product Manager und Product Data Manager? Da kann vielleicht der Oli mal sagen, was er genau macht. Oder machst du? Musst vielleicht ein bisschen führen zum Mikrofon noch, sorry. Ich mache es noch ein bisschen lauter. Ja.
Man hört die leider gar nicht. Okay, sorry. Ich tue schon geschwind wiedergeben, was der Oli gesagt hat. Eben als Produktdatenmanager kümmert man sich halt vorwiegend um die ganzen Produktbeschreibungen, um die Bilder, um die Attribute. Also nur schon ist etwas blau oder rot, oder dass ihr eigentlich könnt auf dem Webshop nachgucken. Oder grün. Sorry, jetzt sagst du. Oder ja, dass ihr dann könnt einen Filter setzen könnt. Oder wenn ihr zum Beispiel jetzt bei uns bei der Miniaturfarbe rote sucht, oder das muss alles der Oli eigentlich manuell einstellen und benamseln und bei dem Produkt hinterlegen. Darum tut er für einen Webshop die ganzen Produkte aufbereiten, dass die dann so schön euch präsentiert werden, wenn ihr sie auf dem Shop findet. Das heisst, wenn ihr aber auch Fehler findet, dann sind es unter Umständen auch die Fehler vom Oli. Oder die vom Hersteller, ja, je nachdem. Manchmal auch meine. Kann auch mal passieren, unter Umständen. Ja, und der Produktmanager kümmert sich vordergrund halt darum, welche Produkte zu welchem Preis online gestellt werden. Geht auch ein bisschen um Trendscouting, also ein bisschen Neuheiten suchen. Aber da können eigentlich auch alle vom Team mithelfen. Das hat jeder so ein bisschen sein Spezialitätengebiet und man hat nicht immer die Augen überall. Darum ist es auch hilfreich, wenn alle im Team ein bisschen etwas von dieser Materie verstehen und können einen Tipp geben. Werbeaktionen werden wir schalten als Produktmanager, aber die Freigabe geht nachher über Garo als Category Managerin, wo das auch in Absprache natürlich macht mit den Herstellern in einem Jahresgespräch, wo man dann eruieren, ja, wie viel Geld ist überhaupt rum, wie viel Werbung kann man schalten und so weiter und so fort. Also ganz normale geregelte Abläufe sind das. Der Dr. Hustensaft, merci vielmals fürs Abo. Sehr geiler Name, Firi. Dr. Hustensaft. Ich glaube, so einen könnte ich gerade brauchen jetzt gerade. Ja, immer noch ein bisschen Grippe auskurieren. Ja. Und ja, Polly sagt noch, der Product Data Manager kümmert sich sehr viel auch um IT. Ist nicht einmal so weit hergeholt, gell Oli? Ihr müsst euch jetzt auch ein bisschen mehr um die IT noch bemühen. Der Datenaustausch halt. Ja. Also sie haben natürlich Unterstützung über von der IT, aber so weit hergeholt ist es eigentlich nicht. Ja. Zwischen Hersteller und jetzt uns als Shop gibt es natürlich so Schnittstellen, die abgegriffen werden für automatischen Austausch von Bildern und Daten und so weiter. Und das macht auch zu einem Großteil der Oli aufsetzen. Und dann braucht man schon auch ein bisschen ein Verständnis für die Abläufe hindurch. Aber darum haben wir ja so einen Profi wie der Oli bei uns. Der was? Kronausdruck. Was ist das? Aha. Kronausdruck, okay. So. Letzte Minute noch für ein Pendulum-Giveaway. Also wenn Dr. Hustensaft, dann musst du jetzt noch geschwind reinjetten. Das ist das letzte Giveaway und es geht noch 30 Sekunden. Und sonst kannst du deine Punkte natürlich sparen. Es wird weiterhin immer mal wieder ein Giveaway geben. Auch nicht nur jetzt da von uns der Spielwaren, sondern dann sicher auch wieder im Bereich Gaming. Aber das liegt dann nicht bei mir, das liegt bei Troy, Steffi und Co. Oh, du kannst gar nicht teilnehmen, warum nicht? Du bist noch kein Follower. Hast nur abonniert, aber du bist kein Follower. Jetzt ist ja schon vorbei. Es tut mir leid. Du bist kein Follower gewesen. Das könnte natürlich sein. Weiter. Okay.
Ja gut, aber jetzt haben wir halt unser Timer ist jetzt durch. Wir ziehen unsere 2 Gewinner. Spu am Absahnen, einmal mehr, gratulieren. Und wir haben noch... nicht sicher, hat auch nochmal zugeschlagen. Mit Pendulum gratuliere euch ganz herzlich. Ich habe nicht mehr so viele Teile hier zum Weiterbauen für meine zweite Säule. Aber mache das dann vielleicht noch nach dem Mittag noch geschwind. Ich gehe alle fast auf dem Stühle. Schön, ich hoffe, ihr habt alle ganz viel Freude. Nicht sicher, ihr habt schon geschrieben, das Bau auch. Falls jetzt jemand noch einen Whisper braucht von mir, um seine Privatadresse mir zu schicken, dass wir euch das Päckchen zustellen können, dann sagen wir das. Dann tue ich da gerade euch noch geschwind anwhispern und sonst haben wir, glaube ich, alles durch. Ja? Ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude mit euren Spielen, Brettspielen, Spielwaren, was auch immer und habt ganz viel Spass gehabt heute mit uns. Wie habt ihr es gefunden? Wie ist das gegangen mit dem Eiffelturm so weit? Gut so weit? Daumen auf. Spass gemacht hat es? Okay, sehr gut. Ja, ist heute halt ein bisschen behausmässig gewesen, auch mit der Kamera. Ich hoffe, euch hat das so auch zugesagt, dass wir mal ein bisschen mehr Leute sind und ein grösseres Projekt zusammenbauen. Jetzt hat man es halt leider nicht so gut gehört, aber das sind halt so die technischen Feinheiten, wo man alles noch ausmerzen. Ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Haha, das ist immer so geil zum Sagen. Wir sehen uns wirklich nächstes Jahr wieder am 3. Dienstag 3. bereits schon wieder am Arbeiten. Dann schaue noch, entweder geht es weiter mit dem Eiffelturm, aber da schaue ich auch noch mit dem Team, ob wir da vielleicht noch etwas machen, oder sonst geht es weiter mit wo haben wir sie? Da mit der Rakete, mit der Saturn 5 vor Apollo-Mission. Haben wir ja auch noch angefangen. Ich danke euch vielmals im Namen von uns, von der Spielwaren, für das Zuschauen, dass ihr heute so zahlreich dabei gewesen seid. Es hat mega viel Spass gemacht für uns, für alle. Und wir wünschen euch eine wundervolle Altjahrswoche, noch eine restliche Woche. Ich hoffe, ihr habt es gemütlich. Und von Herzen auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Startet gut, geht nicht zwischen runter. Und eben, wenn ihr Freunde braucht, Bahnhof Aarau oder so. Okay. Habt Sorge und bis bald. Tschüss miteinander.